So, der 37. Spieltag und wir kannten jetzt den Sack zumachen. Wir kannten Meister werden. Wenn wir jetzt, ja, wir haben 5 Punkte Vorsprung, wir haben 2 Spiele noch, Money. Und es gibt nur insgesamt 6 Punkte zu holen für Chelsea. Und das heißt, wenn wir jetzt einen Punkt machen, sind wir dann schon Meister? Ich weiß gar nicht. Bin ich mir jetzt im Moment gar nicht so sicher. Naja, egal. Das ist ja egal. Wir gewinnen jetzt auf jeden Fall gegen wen spielen wir denn? Gegen Fulham. Ja. Also Santon ist gesperrt, der hat wieder, ja, Gelbsperre. Ach, Dembaba ist einmal nicht fit. Das heißt, dass er nicht spielen darf. Wenn er nicht fit ist, darf er nicht spielen. Dafür lassen wir Oscar spielen. Naja, dann mal. Dafür nehmen wir Scher wieder mit. Und Canales nehmen wir mit. So, also wir haben den ersten Matchpoint. Wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir Meister. Im Grunde müssen wir sowieso beide Spiele verlieren, damit Chelsea uns noch überholen kann. Ja genau, also wir müssen jetzt das verlieren und das nächste, damit Chelsea uns noch überholen kann. Das heißt, ein Punkt normal müsste uns gelangen. Wenn wir nur unentschieden spielen, müsste das zur Meisterschaft gelangen. Aber wie in den anderen Spielen auch, gehen wir wie Vollgas. Und wollen da eine klare Entscheidung. Karagunis darf. Und Dodo auf der linken Seite. Das gibt Ecke. Ich weiß nicht, ob wir das mit Kopfballtor schießen. Wir haben keinen Dembaba drin hat. Und Ronaldo ist ja nicht so der Kopfballschütze. Kabay. Fafan. Dodo. Wir tasten uns Sonne. Und das war kein Foul. Ja, wie immer. Berbatov. Immer noch Berbatov mit einem Schussversuch. Aber kein Problem für unseren holländischen Torwart. Der hat uns, ja, oft gerettet in der Saison. Muss man so sagen. Auch wenn wir in der Liga 40 Gegentore haben. Aber im Grunde hat er immer gut gespielt. Und diesmal war es kein Abseits. Ronaldo. Da hätte ich vielleicht den Seitenschritt auslösen sollen. So, das gibt Gelb gegen Coloccini. Jetzt weiß ich gar nicht, wo Fulham steht.
Aber die werden eher... Oder waren die weiter unten oder? Ich glaube, dass die sogar ziemlich weit oben waren. Ja, Glanzparade von Krul, der Freisee. Solange links rein geht, passt es alles. Es gibt Abstoß. Also zwingend müssen wir ja nicht gewinnen. Unentschieden hat uns auch gelungen. Karagunis. Neskens. Ja, Ronaldo rennt zu zweit vorne umeinander im Abseits. Aber der ist mir nicht. Ronaldo. Und ja, Ben Arfa. Eigentlich wollte ich Oscar ausspielen, aber gut. Letztendlich ist es egal, wer es macht. War auch ein ganz wichtiger Spieler in der Saison, Ben Arfa. Unser rechter Flügelspieler. Hat einige wichtige Tore gemacht. Vor allem wenn er irgendwie von rechts nach links eingezogen ist. Aber meistens hat er unsere Stimme unterstützt durch platzierte Pässe. Also wir sind auf dem Weg zur Meisterschaft mit Newcastle United. Fafan. Oscar. Ronaldo links am Tor vorbei. Ja, der ist nicht so treffsicher wie Dembaba. Keine Ahnung warum. Wobei seine Werte alle viel besser sind als bei Dembaba. Dafür ist vorbei. Und es gibt Gelb gegen Steven Taylor. Und der wird jetzt das direkt machen. Anik. Auf jeden Fall schießt Berbatov drüber. Und es steht weiterhin 1-0 für Newcastle. Taylor. Ja, Oscar. Auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Spieler für uns geworden. Haben wir letzte Saison, den in Chelsea haben wir den abgekauft. Und der hat sich bisher ganz gut entwickelt, hat wichtige Tore gemacht. Unter anderem den Siegtreffer gegen Manchester City im Ligaspiel. Ja, das war wieder abseits. Und ich glaube, dass Oscar früher oder später Stammspieler ist bei uns. Ronaldo. Da ist Oscar. Fafan. Macht's nicht. Gut, und wir gehen damit 1-0 zur Halbzeit. Tja, wechseln, ich weiß nicht. Da haben wir vielleicht einen Innenverteidiger außer. Wird dann mal Coloccini außer. Der übernimmt die Kapitänsbinden. Und dafür kommt Andreoli, den haben wir auch erst gekauft.
Und er ist durchaus ein guter Innenverteidiger. Kann da irgendwann mal dann eine Position übernehmen, also Stammposition. Neskens. Und Oscar. Ja, Taylor wollte es einfach mal probieren. Dodo. Auf jeden Fall hat sich der auch ganz gut entwickelt auf der linken Seite. Ich weiß gar nicht mal, wann wir den gekauft haben. Aber wir wollten da ja einen schnellen, trippelstarken Außenverteidiger. Und das ist es auf jeden Fall. Und Jefferson Fafan, 2-0. Den haben wir ja erst gekauft. In der laufenden Saison. Den haben wir von Schalke verpflichtet. Und der hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Macht nämlich immer wieder sein Tor, wie in dem Fall. Und ist ansonsten ja auffällig für seine Dribblings. Also wir können jetzt dann die Sektflaschen knallen lassen oder ja, warte, die Bierkrüge entleeren. Es deutet sich nämlich an, dass wir Meister sind. Und zwar verdient. Wir haben da hart gekämpft für das. Haben wir ja einen großen Rückstand gehabt auf Chelsea. Ich weiß gar nicht, ich glaube über 10 Punkte waren es einmal. Aber haben sehr stabil gespielt. Nur 2 Niederlagen eingezogen. Zwar das ein oder andere unentschieden, aber mei, so ist es halt. Und das war ein schönes Tor. Also nur noch 2-1. Das war Hangeland. Das ist meine irgendwie aus Skandinavier. Also wie gesagt, wir haben ja größtenteils unser Spiel haben wir gewonnen. Und deswegen glaube ich, sind wir fast verdient englischer Meister. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass Chelsea in der Realität Meister war. Die waren ja früher sehr stark. Riese. Der war im Aus. War abseits. Aber minimal, oder? Der war minimal drin. Nicht. Ja. Das war von Riese abseits, genau da vorne war er. Und Fulham wechselt. Vielleicht probieren sie es noch, dass sie einen Ausgleich schaffen. Kann gut möglich sein. Kabay. Ja, Neskens war da ziemlich frei. Aber war eine sehenswerte Parade vom Torwart. Wir dann nicht nochmal wechseln, oder? Dann wir nochmal aussehen.
Ja, wir können nur zweimal wechseln. Und ich glaube, wir dann jetzt... Da haben wir Ronaldo außer. Na, oder? Dann haben wir vielleicht den außer. Kann man machen, okay? Gut, heißt ist ja nicht so in Form, weil... Naja, ist ja nicht so fit diesmal. Wir bringen dafür Destro. Unser italienischer Nachwuchsstürmer. Hat sehr gut entwickelt. Haben wir von außen rumgeholt. Und hat schon das eine oder andere wichtige Tor auch gemacht. Und der kriegt bestimmt auch mal bei uns einen Stammplatz. Weil Spieler wie Dembaba ja auch nicht jünger werden. So, Ronaldo. Erste Chance durch Destro. Und da ist er doch, Destro. Also wie gesagt, der Typ hat's drauf. Macht es 3-1. Da, hat er schick gemacht. Einen Verteidiger aussteigen lassen und dann freie Bahn gehabt. Also so ähnlich wie Dembaba, muss man sagen. Also ist das schon mal der perfekte Ersatz, wenn der mal in Rente geht oder einen Verein verlässt, weiß man ja nie. Darf. Ja, das war Brian Ruiz. Und Ronaldo. Jetzt darf wir nochmal wechseln. Jetzt darf wir den aus, oder? Ich denke schon, er trifft ja nichts. Und dafür bringen wir wen. Wie schaut der aus? Nicht so gut. Da haben wir Neskens Viere und Florenzi hinten rein. Florenzi ja ein wichtiger Nachwuchsspieler bei uns. Ich denke, aus dem wird noch mal was. Destro. Hol dann Eckball raus. Und jetzt kommt da unser Nachwuchsspieler, Florenzi 4 Ronaldo. Und nochmal Ecke, das waren nochmal ein paar Chancen. Durch Fafan. Das war Florenzi. Neskens. Und der vollstreckt zum 4-1. War schon mal ein guter Pass von Fafan. Hat natürlich eine Option, dass Neskens öfters mal auf der offensiven Mittelfeldposition spielt. Zumindest in der Situation hat er das gut gemeistert.
nochmal darf. So, es gibt eine Minute, die uns vom Titel trennt. Und nochmal Ben Arfa. Nochmal die Chance für Newcastle. Und der Torwart vor Neskens. So. Und das war's. Also Glückwunsch an unsere Mannschaft. Wir sind verdient englischer Meister geworden. Wobei, damit habe ich gar nicht gerechnet, da wir Meister werden könnten. In der zweiten Saison schon. Ich habe ja mehr geplant, dass wir zwar im oberen, ja, unter die ersten Plätze einfach irgendwie kommen, also so unter die ersten 4, 5. Aber dann haben wir so gut gespielt und so viele Spiele gewonnen. Und die Chancen, also die Fälle ausgenutzt von Chelsea. Und haben die überholen können. Und die haben, wie haben die gespielt? Die haben schon wieder verloren. Gut. Da sind sie selber schuld. So, Colaccini möchte reden. Er ist erfreut, dass wir die Liga gewonnen haben. Ja,